Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, wir gehen jetzt rein in meine Meinung zur Hinrunde, wenn wir es Hinrunde nennen können, zur vor der Winterpause, Weihnachtspause, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, ich werde das in 2 Teile teilen. Ich werde einmal jetzt so ein bisschen meine allgemeine Meinung sagen und dabei so den Tuchel und das Trainerteam mit reinnehmen, und im zweiten Video werden wir dann uns die Leistungsdaten der einzelnen Spieler angucken und dann werde ich zu jedem einzelnen Spieler meine Meinung sagen. Also angefangen haben wir ja, also erstmal ergebnistechnisch, bis auf das Spiel in Frankfurt, denke ich, ist alles okay. Ja, ich weiß, der eine oder andere würde jetzt sagen, ja, Saarbrücken, ja, Leute, am Ende des Tages ist es ein Pokalspiel. Im Pokalspiel kann immer alles passieren, wenn du, wie wir gesehen haben, nicht die richtige Einstellung von Anfang an am Tag legst, wenn der Trainer dann nicht den Top-Stürmer einwechselt für die letzten 20 Minuten und dann kriegst du halt in der, was war's, 90. 3 oder was, kriegst du den Konter und fliegst 2-1 raus. Punkt. Ja, kann passieren, ist passiert, fertig. 1:5 in Frankfurt darf nicht passieren. Punkt. Ja. Die Einstellung, die da an den Tag gelegt wurde, wie sich dann da auch wieder ergeben wurde und ja, wieder mannschaftlich versagt wurde, einfach, ist unerklärlich und geht nicht. Ansonsten, ergebnistechnisch sind wir voll im Soll. Ja, sowohl Bundesliga als auch Champions League. Ja, wie gesagt, ergebnistechnisch ist alles gut. Wenn wir uns die Weiterentwicklung der Mannschaft angucken oder auch die Spielweise oder eine Spielphilosophie, dann ist das schlecht. Ja, also ich sag mal so, die ersten 12 Spiele waren unterirdisch. Ja, das hatte relativ wenig mit Fußball zu tun. Das war ein Ballgeschiebe. Ja. Wir haben Wenger geglänzt durch Einzelaktionen, ne, durch die Qualität von Harry Kane, durch die Qualität von Leroy Sané. Das waren so die beiden Hauptprotagonisten. Ab und an noch ein Jamal dabei. Und das war's. Ja, das ist, was uns ergebnistechnisch am Leben gehalten hat. Wir haben zu keiner Phase in diesen Spielen auch nur mal eine Halbzeit wirklich konstant gut gespielt. Wir haben dann so 20, 30 Minuten gehabt, in denen wir da waren, in denen wir dann durch die Einzelaktionen die Spiele entschieden, gedreht haben, sonst was. Man hat keinerlei Philosophie gesehen, ja, bis zum Dortmund-Spiel, absolut null. Ich habe keine Spielidee von Tuchel gesehen, wo ich dachte so, jo, das ist, wie wir spielen wollen. Die gibt's nicht. Oder die gab es bis dahin nicht. Ja, was da auch besser war, auch schon in den ersten 12, 13, 14 Spielen, wir sind nicht mehr so weggebrochen, wie es in Frankfurt passiert ist. Ja, was in der Saison davor war, haben wir uns öfter, Mainz und so weiter, ich brauche nicht alles durchgehen, haben wir uns ganz oft einfach kampflos ergeben. No? Wir haben es hingenommen, fertig, Arschlecken, gut ist. Das war diesmal besser. Wir sind da nochmal zurückgekommen, haben an uns geglaubt, haben dagegen gehalten. Ja, wahrscheinlich bedingt dadurch, dass es dann durch die Einzelaktion geklappt hat, hat man dann so nach 2, 3 Spielen wahrscheinlich dann auch den Glauben gekriegt, oh ja, wir haben die Qualität, wir können das nochmal noch drehen und so weiter. Das war auf jeden Fall besser. Ja, wir haben nichts mehr einfach so abgeschenkt, wenn wir das Spiel in Frankfurt mal rausnehmen. Gut, das hat sich dann irgendwann alles so zugespitzt bis zum Spiel in Saarbrücken, was einfach eine logische Konsequenz war, meines Erachtens nach. Wir haben einfach keinen guten Fußball gespielt. Kein Fußball als Mannschaft. Man hat nicht einmal das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht. Jeder hat mit sich selber zu tun gehabt. Der Ballführende war die ärmste Sau, der hatte nie irgendwie eine Anspielstation. Wie gesagt, wenn was geklappt hat, war es über Einzelaktionen. Dann kam das Spiel in Dortmund, wo auf einmal alles gut war. Ja, das müssen wir ganz klar so sagen. Das war ein Bombenspiel.
Ja, Jo Kimmich war nicht auf dem Platz. Das wird auch ein Faktor mit sein, der da reinspielt. Auf jeden Fall war das erste Spiel, wo wir mal Fußball gesehen haben, wo wir gesehen haben, ja, es kann auch eine Mannschaft auf dem Feld sein, ja, die wirklich als Mannschaft agiert. Dann waren 2 Spiele danach noch, die waren okay, ja. War schon wieder ein Tacken schlechter im Gegensatz zu Dortmund, aber es war okay. Jetzt lass mich kurz gucken, nicht, dass ich Mist erzähle. Ich meine, dann kam schon das Spiel gegen Köln, oder? Also, Dortmund-Spiel. Genau, dann war Galatasaray. Ja, das war noch einigermaßen okay. Heidenheim 4-2 war auch noch einigermaßen okay, ging aber schon wieder in die schlechte Richtung. Auch Galatasaray hatte schon wieder Vibes, die nicht so stark waren. Und dann kam das Spiel in Köln. Was für mich super grausam anzugucken war und absolut nichts mit dem FC Bayern zu tun hatte. Ja, viele von euch, viele von was weiß ich was, haben das Spiel super hoch gelobt. Ich fand es einfach beschämend, dass wir so ein Spiel abgeliefert haben. Dass man sich dafür feiert, dass man 45 Minuten lang den Ball in den eigenen Reihen halten kann. Alter, dass man sich dafür feiert, die zweite Halbzeit das 1-0 zu halten gegen den, ich weiß nicht, was Kölner war, 16, 17 oder was. Sorry Leute, das ist nicht der Anspruch, den ich an den FC Bayern habe und sollte auch nicht der Maßstab sein, wo man sich dann dafür feiert. Ja? Das war ein katastrophales Zeichen an die Mannschaft, meiner Meinung nach, die das Trainerteam da gesendet hat. Das gipfelte dann natürlich in dem Spiel gegen Kopenhagen, wo wir uns dann, ja, gefühlt noch weniger Torchancen erspielt haben, wenn überhaupt welche. Ja, und natürlich super zufrieden war mit dem 0-0, dass wir den Ball wieder super sicher in den eigenen Reihen gehalten haben. Ist natürlich auch der Maßstab zu Hause in der Champions League gegen den FC Kopenhagen. Ja, auch wenn Kopenhagen jetzt als Zweiter weitergekommen ist und man die jetzt nicht irgendwie super schwach reden muss. Man muss sie trotz allem aber auch nicht super stark reden. Aber gut, wir waren schon durch. Alles gut. Wir haben das Spiel nicht verloren. Ja, wir haben das 0-0 mitgenommen. Am Ende des Tages auch mal ein bisschen Glück, wenn man noch an die dicke Chance denkt. Dann hat Tuchel das kritisiert nach dem Spiel, diese Einstellung. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ja. Aber es war dieselbe Einstellung wie vorher gegen Köln, wo es noch im Himmel gelobt wurde. Das passt halt alles irgendwo nicht zusammen. Aber gut. Dann kam das Debakel gegen Frankfurt. Das war dann die Ausrede so, ja, wir haben 10 Tage Pause gehabt. Ja, wir sind aus dem Spielfluss rausgekommen, keine Ahnung. Völlig unerklärlich. Der Ansatz ist ja dann, ja, ich habe der Mannschaft 5 Minuten vor Anpfiff noch mitgegeben, dass die Frankfurter vielleicht mit einer Dreier- oder Fünferkette spielen. Wir uns aber auf ein 4-4-2 eingestellt haben und das hat die Mannschaft vielleicht verunsichert. Ja, keine Ahnung. Habe ich alles nicht verstanden. Haben wir ja schon im Stream drüber geredet. Wenn dem so ist, dann ist es traurig, dass die Mannschaft anscheinend vom Kopf her doof ist und es nicht hinkriegt, sich 2, 3 Szenarien im Spiel darzulegen und sich darauf einzustellen. Oder Tuchel kann es nicht vermitteln und erreicht die Spieler nicht. So, eins von diesen beiden Dingern. Ja, drauf geschissen, erste Halbzeit. Wir haben Glück gehabt, wir sind mit 3-1 raus, haben das 3-1 gemacht. Man hatte 15 Minuten Zeit, jetzt klar zu sagen, hier, pass auf, so, ist jetzt unser Spielplan. Nur diese eine Strategie und Feuer frei. Und man hat nichts auf dem Platz gekriegt, gar nichts. Man hat sich ergeben mal wieder, ja. Gut, dann kam das Spiel in Manchester. Ja, was Durchschnitt war, ja. Nicht mehr gemacht, als man musste, aber jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder sowas. Und dann kam das 13-0 gegen Stuttgart. Ja, was wir Tuchel zurechnen müssen, den Sieg, das war das einzigste Spiel, wo es Sinn gemacht hat, sich auf den Gegner einzustellen. Ja. Das können wir, denke ich, so festhalten. Und dann zum Abschluss das Spiel gegen Wolfsburg, was schon wieder grottig war. Zwischendurch hatten wir das Spiel gegen Darmstadt, das 8-0 und das 7-0 gegen Bochum. Das waren Spiele, die über 90 Minuten stark waren. Alles andere, ja, plus Dortmund und Stuttgart, also 4 starke Spiele über 90 Minuten. Alles andere war super
hart durchwachsen. Ich dachte dann so beim 4:0 gegen Dortmund, oh ja, jetzt hat man mal ein bisschen so gesehen, wie Tuchel sich den Fußball vorstellt. So ein bisschen hat man davon dann noch gegen Gala und Heidenheim gesehen und gegen Köln und Darmstadt war es dann schon wieder komplett weg. Dann war das 5:1, da war alles weg. Ja, ich kann immer noch keine fußballerische Strategie ausmachen bei uns. Also wir haben keine eigene Identität mehr. Ne, das ist, worauf ich hinaus will. Meiner Meinung nach haben wir diese nicht. Wir richten uns zu 100% am Gegner aus, was jetzt von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Spielen, die wir hatten bisher, ohne den Supercup, also 23 Pflichtspiele. Davon hat das in einem Spiel gefruchtet, dass wir uns zu 100% auf den Gegner einstellen. Und das war gegen Stuttgart. So, bei allen anderen, ja, hat das definitiv nicht gefruchtet oder war mega langweilig sich anzugucken. Ja, aber eine Strategie, wie wir spielen wollen, sehe ich nicht wirklich. Man kann sich ein bisschen was zusammenreimen, wie, ja, wir wollen natürlich ein bisschen kompakter hinten stehen. Wir stehen also ein bisschen tiefer mit der Viererkette. Wir wollen eigentlich mit einem Sechser spielen, was aber nicht geht, weil Kimmich dafür unfähig ist. Daher spielen wir jetzt doch wieder mit 2 Sechsern, was ein bisschen stabiler macht. Wir wollen nicht mehr über Außen spielen so viel, beziehungsweise sollen unsere Außenspieler nach innen rücken und dann selber den Torabschluss suchen. Wir wollen nicht mit Flanken spielen, weil die Außenverteidiger sollen nicht mehr so weit aufrücken. Das ist, was man sich irgendwie so ein bisschen zusammenreimen kann, wenn man die Spiele sieht. Aber dass man jetzt sagt, ja, wir spielen jetzt gegen, keine Ahnung, Köln, Heidenheim, bla bla bla. Wir wissen, der Gegner steht mit 2 Ketten hinten drin, setzt 100% auf Konter. Was ist unsere Spielphilosophie? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja. Spielphilosophie ist dann, wir halten den Ball in den eigenen Reihen und hoffen, dass wir durch irgendeine Einzelaktion ein Tor schießen. Das ist dann die Spielphilosophie. Und das ist keine Spielphilosophie, die zum FC Bayern passt. Ja. Also ich persönlich, ja, nochmal, nach Dortmund war es um Längen besser wie die Spiele vorher. Ja, das Rückspiel gegen Galatasaray, gegen Heidenheim und so, Köln, Kopenhagen, das war alles auf jeden Fall einen Tacken besser, ja, wie die Spiele davor waren. Dann kam aber dieser Riesenhammer in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft sich da gedacht hat, komm, wir gucken mal, wie sicher denn Herr Tuchel im Sattel sitzt, wenn wir jetzt da mal wieder eine 5-1-Klatsche kriegen. So kam es rüber, gefühlt, ja. I don't know. Ganz, ganz wild. Und ja, Champions League haben wir dann die Pflichtaufgabe erfüllt und dann haben wir uns gedacht, ach ja, willkommen, lass uns mal die letzten beiden Spiele gewinnen, damit wir dranbleiben irgendwie. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt die Winterpause, am 12.01. geht's weiter. Winterpause, wild, ja, wir fangen am 1. oder am 2.01. wieder an, das heißt 10 Tage Vorbereitung. Also da ist jetzt auch nicht wirklich super viel Vorbereitung. Und wir haben ja gesehen, wie stark wir sind nach 10 Tagen Pause, ja, mit dem 5-1 in Frankfurt. Zum Glück starten wir mit 3 Heimspielen rein, ja, gegen Hoffenheim, gegen Bremen, gegen Union. Könnt ihr euch auch mal einblenden. Mit dem Testspiel gegen Basel. Ja, aber das Testspiel gegen Basel, da sind wir gerade mal 4 Tage im Training. Also. I don't know. Ja, diese 3 Spiele plus das Spiel in Augsburg, die ersten 4 Spiele musst du gewinnen. Also da gibt's nichts dran zu rütteln. Da musst du Vollgas geben, da musst du da sein. Aber darum geht's jetzt nicht. Fazit der Hinrunde. Mir persönlich fehlt eine Spielstrategie. Ja, also, ja, ich sehe die Spielstrategie, die heißt, wir stehen defensiv kompakt, wir halten den Ball in den eigenen Reihen und gucken, dass durch Einzelaktionen irgendwas passiert. Fairerweise muss man sagen, jetzt so die letzten Spiele war es ja ein bisschen besser, so Sané und Harry Kane und so harmonieren besser. Was ja auch klar ist, der Mann hat keinerlei Vorbereitung bei uns mitgemacht, der kam zum Supercup-Spiel, ja, eine Woche vor Ligastart, dass da nicht irgendwelche Abstimmungen da sein können oder sonst was, ist doch ganz normal. Ne?
genauso mit Minjay, der ohne Vorbereitung kam und so weiter. Dass die es nicht leicht haben, ist doch logisch. Ne? Also, dass vorne viel noch Stückwerk ist klar. Aber es wäre ja okay, wenn ein Harry Kane schlecht eingebunden wäre. Ja. Aber Coman, Musiala, Sané, so die immer gespielt haben, die kennen sich ja seit Jahren. Die sollten ja in der Lage sein, dann wenigstens ein Kombinationsspiel irgendwie aufzuziehen, irgendwelche Ideen zu haben, wenn ein Gegner tief steht. Aber das ist nicht der Fall. Ja. Der Fall ist ja sogar noch umgekehrt, wenn es denn mal gefährlich wird, wenn ein Gegner tief steht, geht das meistens von Harry Kane aus. Ja, der initiiert das dann noch mit irgendwelchen übermenschlichen Pässen auf Sané oder sowas. Von daher lasse ich die Ausrede nicht ganz gelten. Ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt dann in die Rückrunde starten werden, fußballerisch. Meiner Meinung nach wird es Zeit, dass wir endlich mal eine Philosophie haben. Das heißt, das ist der FC Bayern. Der FC Bayern spielt so, das ist das Spiel des FC Bayern. Daran erkennt man den FC Bayern. So wie es Stuttgart hat, so wie es Leverkusen hat. Natürlich gibt es dann, stellen sich die Gegner darauf ein. Ja, logisch. Und natürlich musst du deine Strategie mal anpassen können. Oder auch mal sagen, ja, ach komm, wir gehen jetzt komplett von der Viererkette auf eine Dreierkette. Das sollte fließender Übergang sein. Das verlange ich in der heutigen Zeit einfach. Dass das durch das Spielermaterial, was vielleicht gerade da ist, ein bisschen schwieriger ist, sei mal dahingestellt. Aber es kann nicht sein, dass wir keinerlei fußballerische Lösung haben, wenn ein Gegner mit 2 Ketten in der eigenen Hälfte steht und die Räume super eng macht. Wir haben keine fußballerischen Mittel, dagegen zu spielen. Ja, früher hatten wir das. Wie gesagt, eine Seite überlagen, schnellen Seitenwechsel. Wir haben schnelle Außenspieler, der auf der Seite dann ist, der zieht durch, der nutzt den freien Raum. So kreierst du Chancen. Wir haben schnelles Kombinationsspiel durch die Mitte gehabt. Doppelpass, sonst was. Alles nicht vorhanden bei uns. Ja, es ist ein reines Ballgeschiebe wie im Handball, immer im Kreis, immer quer, immer nach hinten. In der Hoffnung, dass irgendwann Leroy Sané oder Harry Kane oder sonst wer eine Einzelaktion hat und ein Tor macht. Also, und das ist mir persönlich viel zu wenig und ja, das ist, was man den Tuchel ankreiden kann. Nochmal, ergebnistechnisch kann man Tuchel nichts ankreiden. Das 5-1, ja, das kann man ihm ankreiden, auf jeden Fall. Alles andere ist völlig okay bis gut. Ja, bis sehr gut sogar eigentlich von den Ergebnissen her. Von daher, da ist alles gut. Und man kann Tuchel zugute halten, dass er die Mannschaft ein bisschen stabiler gemacht hat, beziehungsweise er so den Glauben zurückgebracht hat, nicht hektisch zu werden, auch wenn man mal hinten liegt und so weiter. Das ist alles gut. Ja. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, gerade die ersten 12, 13, 14 Spiele, war grausam. Und dann jetzt auch dann die letzten Spiele gegen Köln und Kopenhagen war auch grausam. Ja, das war wirklich grausam, sich anzuschauen. Manchester war schon grenzwertig, aber gut, da musstest du nicht mehr machen. Ne? Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Also fassen wir es zusammen. Positiv im Hinblick auf die Hinrunde. Ergebnisse stimmen. Wir sind stabiler geworden. Wir sind ein bisschen ruhiger geworden. Wir verlieren nicht mehr den Kopf oder geben uns komplett auf. Ausnahme Frankfurt. Also können wir das auch noch nicht sagen, dass es ganz weg ist. Ja, Frankfurt hat uns da wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber das sind so die beiden positiven Sachen, die ich sehen würde. Natürlich die dritte positive Sache, Manuel Neuer ist wieder da, der uns mit Sicherheit ein bisschen mehr Stabilität gibt und einfach vom Typ her ein bisschen was geben wird. Das war's mit positiven Sachen, die ich sehe. Ja, nennen wir die 4. positive Sache, die gleichzeitig aber auch unsere negative Sache ist, sind die Jugendspieler. Pavlovic, Kretzig, Tell, alle sind sehr positiv in Erscheinung getreten, wenn sie denn mal durften. Na, das ist das große Aufrufzeichen. Also von Spielerseite positiv, von Trainerseite gehört das auf die negativen Sachen. Na, da ist Punkt 1. Jugendspieler werden konsequent ignoriert und sie werden auch, ja,
klipp und klar abgestraft irgendwo, ja. Wir haben es gesehen, dann die Reaktion auf Pavlovics Leistung und so weiter. Das verstehe ich nicht. Man hat nicht das Gefühl, dass das Trainerteam um Tuchel rum Bock hat, Jugendspieler in diese Mannschaft zu integrieren oder Spieler zu entwickeln. Das Gefühl habe ich nicht. Das ist für mich ein super, super negativer Punkt. Der zweite Punkt. Ich persönlich sehe keine klare Spielphilosophie. Wenn man jemanden fragen würde, Außenstehenden, was gefällt dir gut an der Spielart vom FC Bayern München? Würde ich, ja, hier sind ja ein paar, die vielleicht zugucken, Dortmund oder sonst was. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich sehe bei uns keine Spielphilosophie. Ich könnte jetzt nicht sagen, der FC Bayern ist dafür bekannt, dass, wie zum Beispiel Stuttgart, sie super als Mannschaft spielen, schnelle Kombinationen im Mittelfeld haben, schnell tief in die Spitze spielen. Oder wie Leverkusen, super viel Ballbesitz haben, immer attraktiv, auch die Räume in die Tiefe suchen. Bei uns könntest du sagen, ja, wir sind dafür bekannt, dass wir Ballgeschiebe im Mittelfeld machen mit quer und nach hinten. Ja, und durch Einzelaktionen Spiele entscheiden. Das ist, wofür wir bekannt sind. Aber das kann ja keine Strategie sein. Ja. Also das zweite große Negative, mir fehlt eine Strategie. Das dritte große Negative für mich, Tuchels Aussagen, die darauf schließen lassen, dass wir uns immer zu 110% am Gegner orientieren. Na, wir gucken nicht auf uns selber, das gehört noch mit zur Spielphilosophie so ein bisschen. Wir gucken nicht auf uns, haben unsere Spielphilosophie und sagen jetzt auch, jo, komm, wir spielen jetzt gegen den VfB Stuttgart. Die sehe ich jetzt als so individuell viel, viel stärker oder mannschaftlich gesehen stärker ein. Deswegen lass uns jetzt mal ein bisschen defensiver spielen und auf Konter gehen. Allein das sollte schon klar sein, ja. Wenn wir eine Strategie haben, wir haben den besten Kader der Liga. Individuell sind wir der bestbesetzteste Kader. Das heißt, wir setzen uns eigentlich in 80% der Spiele einfach durch individuelle Klasse durch. Und wenn wir dann noch als Team spielen würden und eine Spielphilosophie hätten, dann überlegt euch mal, wie gut wir wären. Dass man das dann ein bisschen anpasst gegen Gegner wie Stuttgart, Dortmund, Leverkusen, also gegen die gerade oben sind und gute Form haben. Völlig legitim, ja, völlig okay. Ja, aber gut, wie gesagt, lassen wir das bei 2 Punkten, nehmen wir das als Spieleinstellung mit rein, was super negativ ist. Das dritte, wir sind super ausrechenbar, ja, trotz, dass wir keine Spielphilosophie haben. Oder vielleicht, weil wir diese Spielphilosophie haben mit Ball, Rumgeschiebe, Blasels und Einzelaktionen. Es schießen immer dieselben Leute die Standards, auch wenn sie 6 Stück schießen und sie Schrott sind, à la Kimmich. Es spielen immer die 11 gleichen Spieler. Ja. Tuchel hat nur erste 11, das war's. Es muss schon jemand verletzt sein oder sonst was. Es herrscht kein Leistungsprinzip, kein Leistungsdruck in dieser Mannschaft. Wenn Spieler schlecht spielen, heißt es, ja, ich möchte dich jetzt nicht auseinanderreißen. Die haben im nächsten Spiel die Chance, sich wieder zu rehabilitieren. Deswegen werde ich die gleichen 11 wieder von Anfang an auflaufen lassen. Spielen alle super. Ja, heißt es natürlich, ja, die haben ja alle super gespielt, da ist ja alles gut, die spielen im nächsten Spiel auf jeden Fall wieder. Sonst war es gang und gäbe, oder in jeder guten Mannschaft ist es gang und gäbe, in jeder guten Top-Mannschaft, dass man 15, 16 Spieler mitnimmt, die alle ihre Einsatzzeiten haben. Ja, das gab es bei uns die letzten 7, 8 Spiele nicht. Immer die gleichen 11 Spieler, Arschlecken. Dazu dann die Aussagen, ja, aber Belastung und hier und dann auf einmal gibt's keine Belastung mehr, weil immer die gleichen 11 Spieler spielen. Und diese widersprüchlichen Aussagen von Tuchel ist für mich Kritikpunkt Nummer 3. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts groß vergessen. Also, wir haben 2 positive, oder wenn wir die Einstellung mancher Spieler sehen, sogar 3 positive Sachen und 3 negative. Am Ende des Tages ist Fußball Leistungssport, ein Ergebnissport. Am Ende des Tages sind die Ergebnisse, sollten wir am Ende des Jahres Meister werden. Interessiert die Art und Weise, wie die Spiele gelaufen sind, keine Sau mehr. Ja, man sieht schon daran, wie manche Leute über die letzte Saison reden. Für mich war es eine absolute Farce, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind mit den Leistungen, die wir gezeigt haben.
Ja, aber es interessiert jetzt schon keine Sau mehr. Ja, wart mal noch ein Jahr, dann interessiert es erst recht keine Sau mehr. Und dasselbe ist halt jetzt auch der Fall. Ähm, Ich persönlich, ihr hört's ja selber raus, ich erwarte einfach mehr. Punkt. Ja, Ergebnisse, alles schön und gut. Ähm, Manchmal so Spiele wie gegen Wolfsburg kannst du dann sagen, alles gut, muss das, oder auch das Spiel in Manchester United 1:0, ja, alles gut. Du machst so viel, wie du musst, gewinnst das 1:0, alles ist gut, du hast keinen Druck, lass die Spieler sich ein bisschen auslaufen, ein bisschen schonen. Gegen Wolfsburg war klar, dass das so ein schweres Spiel wird. Letztes Spiel, nochmal Motivation, nochmal Kräfte sammeln und so weiter. Alles gut, habe ich volles Verständnis für, nehme ich auch so mit. Aber gerade die ersten Spiele oder auch dann so gegen Köln und Kopenhagen, das ist Katastrophenfußball gewesen. Also nochmal, mir persönlich fehlt eine Philosophie und dass ich halt auch sagen kann, Alter, geil, heute ist wieder ein Bayern-Spiel, ich freue mich drauf, ich sehe guten Fußball. Ich freue mich jetzt auch auf ein Bayern-Spiel, aber ich weiß auch, was mich erwartet. Ja. Spätestens wenn du die Aufstellung siehst, weißt du genau, was passieren wird, welche Art Fußball du sehen wirst. Ja, wenn es ein Gegner ist wie Stuttgart, wie Galatasaray, wie Leverkusen oder so, die selber den Ball haben wollen, die selber mitspielen, die selber offensiv spielen, dann weißt du, ach ja, vielleicht sehen wir mal ein bisschen schnelles Umschaltspiel, vielleicht mal ein paar gute Kombinationen, vielleicht sehen wir mal Fußball. In allen anderen Spielen weißt du, ich sehe ganz, ganz viel quer und nach hinten Geschiebe, ohne jegliche kreative Ideen, ohne irgendeine Strategie, die die Mannschaft hat in solchen Spielen. Ja. Und da ist für mich der Trainer gefragt. Ja, Note fürs Trainerteam ist daher super schwer. Auch eine mannschaftliche Note ist super schwer für mich zu geben. Wenn wir rein die Ergebnisse sehen, ja, dann ist beides Note 2. Sehen wir über den Tellerrand, dann ist es schon mannschaftlich vielleicht noch Note 3. Aus Trainersicht für mich eine Note 4. Ja. Weil Tuchel widerspricht sich so oft, macht so oft den Guardiola auch, lobt dann den Thomas Müller in die Höhe und am Ende ist es dann nur der Notnagel, wie Kovac ihn betitelt hatte. Lobt einen Tell in die Höhe, bekommt nicht einmal oder zweimal oder dreimal, geschweige denn seine Chancen. Lobt die Jugendspieler in die Höhe, dann darf ein Pavlovic mal spielen, zeigt eine gute Leistung, dann wird das Negative rausgestrichen, um ihn gleich wieder niederzumachen, anstatt ihn zu unterstützen, ihm zu helfen. Dann diese dauerhaften sich widersprechen, sozusagen, ja, hier ist die Belastung aber so und Reisen und Hotel und das zehrt alles und na klar, zehrt das in der Psyche und so weiter, das kann ich schon alles verstehen. Dann wird das gerechtfertigt. 3 Tage später heißt es dann, nee, das habe ich nie so gesagt. Also wir haben gar keine Belastung. Bei uns spielen die letzten Spiele immer jetzt die gleiche 11. Die sind eingespielt, das ist mir wichtig. Alle anderen haben keine Chance. So, diese ganzen Aussagen passen mir nicht. Was mir auch fehlt, ist dieser Leistungsgedanke, dieser Leistungsdruck. Ja. Da können wir ganz, ganz viele Beispiele raussuchen. Aber nehmen wir von der jüngsten Vergangenheit, Wolfsburg-Spiel, Tore setzt sich nach dem Spiel hin und sagt, ja, der Leroy war schon echt schlecht, so die letzten 30 Minuten. Und er hat ja selbst gesagt, auch so, im ganzen Spiel, die Einstellung hat ihm nicht gefallen. Alter, warum wechselst du ihn da nicht aus? Warum wird nicht gewechselt? Ja? Und das ist nur ein Beispiel. Davon können wir 50 aus einer ganzen Saison raussuchen jetzt, die wir hatten. Von 23 Spielen aus es waren. Kannst du in jedem Spiel mindestens einen haben, der unterirdisch schlecht war. Gut, Dortmund und Stuttgart vielleicht mal ausgenommen. Wo du einfach mal wechseln musst, wo du auch mal ein Zeichen setzen musst. Du musst auch mal zur Halbzeit einfach strikt auswechseln, wenn die keine Leistung zeigen. Das alles geht mir es ist nicht vorhanden. Ne? Die Causa Kimmich können wir auch noch kurz anreißen. Dass ein Tore sich vor der Saison da hinsetzt. Kimmich ist für mich kein Sechser. Ich will eine neue Achse haben, die Führungsspieler, da muss eine Achse entstehen, die Führung übernehmen wollen. Völlig legitim. Ja, Kimmich seit 2 Jahren keine konstanten Leistungen. Hat mal 3, 4 gute Spiele, ansonsten ist das meistens unterirdisch. Und ja, er ist kein Sechser. So, er hat Qualitäten, aber nicht auf wenn er alleiniger Sechser sein soll. Das kann er nicht, das ist er nicht. Punkt. Das ist auch gar nichts gegen Kimmich. Deswegen, ich bin mit den Äußerungen völlig d'accord gegangen. So, dann hat eine Verpflichtung eine
eines Sechsers nicht geklappt. Kimmich hat sich öffentlich hingestellt, ich bin hier der große Sechser des FC Bayern, der große Führungsspieler. Und dann ist das Gott gegeben so. Dann spielt der immer. Egal, welche Leistung er bringt, egal, selbst wenn nachgewiesen die Mannschaft ohne Kimmich stärker spielt. Ja, das will ich gar nicht in Kimmich anlasten. Aber anscheinend scheint es ja in der Mannschaft irgendwas zu geben, dass wenn Kimmich auf dem Feld ist, sich andere Spieler vielleicht ein bisschen verstecken, nicht so den Drang haben, Verantwortung zu übernehmen. Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Geschichte. Ja, und von daher, warum macht man das? Man sagt vor der Saison klipp und klar, das ist nicht der Spieler, den ich da sehe, und stellt ihn trotzdem die ganze Saison da auf. So, man hätte einen Pavlovic da hinstellen können, man hätte einen Leimer da hinstellen können. Wir haben es gesehen mit Goretzka, Leimer gegen Dortmund, wir haben es dann gesehen mit Pavlovic, Guerrero, nochmal 2 ganz andere gegen Stuttgart, und alles war besser, als wenn Kimmich da gestanden hat. Ja. Klar sind das immer einzelne Spiele, vielleicht hätte dann Kimmich auch anders performt oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, das Thema Kimmich könnte man ein eigenes Video machen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern einfach um die Art und Weise, die Tuchel an den Tag legt. Ja. Er hat genug Alternativen, hätte er gehabt für die Sechserposition. Und hat es noch nicht mal in Erwägung gezogen, das zu versuchen. Wo wäre das Problem gewesen, zu sagen, Kimmich, du gehst jetzt mal auf Rechtsverteidiger, weil da haben wir Riesenprobleme. Mazraoui keine Form oder keine Lust. Leimer ist da unterirdisch schlecht. Ja, das ist nicht seine Posi. Das ist eine Notposition. Ja, er kann die dann befriedigend bis ausreichend spielen, aber nicht gut oder sehr gut. Wo wäre das Problem gewesen? Das erwarte ich einfach von einem Trainer, dass er die Spieler da einsetzt, wo sie für die Mannschaft am stärksten sind. Und nicht dahin, wo die Spieler gerne spielen wollen, wo sie sich sehen, was sie doch für tolle Stars wären. Ja, das könnten wir eigentlich auch noch auf die negative Seite mitnehmen, aber ja. Das ist auch so ein Thema, was mir tierisch auf den Sack ging in der Hinrunde. Ich bin sehr gespannt. Werden wir einen Sechser verpflichten jetzt? Wir werden sehen. Aber auch der braucht dann natürlich Zeit, integriert zu werden. Das haben wir bei Harry Kane gesehen, das haben wir bei Minjay gesehen. Schon sehr selten, dass du einen Spieler holst und dann kommt er gleich rein ohne Vorbereitung und ist da und ja. Aber gut, wir werden sehen. Das ist mein Fazit der Hinrunde, um es in einen Satz zu sagen. Ergebnistechnisch alles gut, bis auf Frankfurt. Fußballerisch und spielerisch im Hinblick, dass wir mal eine Spielweise etablieren, die den FC Bayern prägt, ist fast gar nicht zu sehen. Da ist eine Menge Luft nach oben, meiner Meinung nach. Ja. Das ist meine bisschen quer um Beet, bisschen durcheinander, bisschen mit Leben. Das ist mein Fazit zu den Leistungen der Hinrunde. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Nächste Video gehen wir die einzelnen Spieler durch und ich sage euch meine Meinung zu dem jeweiligen. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.